Yes. Good morning. Ja, ik zie ook dankbaar dat we hier kunnen zijn. Dat je het schijnt te zetten in een horchen, waar je reed wordt. En dat we met weer reden, dat we horchen kennen. En ik geloof, we zijn alle mannen wat hier zijn. En ik denk, wanneer je niks zijn, want sommigen nog niet bevrijd zijn, dat is oké. Wie wat met mensen schaffen, er zijn meer van jullie wat worden bekend zijn daarmee, en dat leert veel. Ik zei veel van die dingen wat ik uitbrengen, daar heb ik door andere aankasten geleerd, ja. En ik denk, ik wil am Anfang zo'n ding vertellen, wat in de markt wie als voeders, thema van der is dollar wie als voeders, we zijn verantwoordelijk. We zijn de protector, wat wil houden, wat vielleicht zo'n ding dubbel komen. Aber wir sind auch noch manchmal ein. Ich will je ein paar Geschichten vertellen. Some von dort sind vielleicht alle abgemerkte Geschichten, aber anyway, wo wir uns lernen können, ja. Ein Mann, der sagt mal zu mir, er hat sich nicht gewusst mit seinem jungen. Der hat sein, ich glaube, ein 5-6-jähriger Jung, der nahm jetzt sein jüngerer Bruder mit dem Fuß im Kopf. Und dann kommt der Vater, der Herrn will das regeln. En dan zegt hij, das 5-6-jährige Jung, wat ik gedaan heb, zegt hij, hey, du wirst maar gewoon sorry zijn. En hij kon hem meest niet door te kriegen. Hij reed met hem, en no, die wil bloß niet. Die is eenkoppig en zegt, no, dat wil ik niet. Maar eenmaal kijkt de jongen aan zo recht ernst aan hem gezegd en zegt, Dad, weißt du, ik zal leren gaan? Mir is dat niet leid, ik zei niet sorry, because dem jong fehlt dat. Nou, we hebben hem aangewaast, wat moeten we nu doen? So, we zijn manchmal zo, we willen dingen nog aan zwaar nog gaan en regelen. En we kunnen ook manchmal mensen kriegen dat houden, maar dat schafft niet helemaal recht. De andere vader is ook een beetje ontevreden. En die zegt te zijn jong, wat komt dat du niets gedaan hast? Dan als die vriend te hem zegt, hey, waarom zegt du niets? Die heeft wat gedaan. Nou, dan wil ik terugnemen, die heeft niet mal niets gedaan. Zo, nu had hij die zaak geregeld. En dat is wie manchmal zijn. Een andere dorpsman, die we ook een beetje versteld over de nobers. En naant de helft van de nobers in dorp zijn schwien. So, en dat is de nobers ook te euch, dat ze zo'n nober hebben. So, zo'n ording is dat hebben we niet im dorp, dat we worden met zo'n grote wasch komen. So, de dorpsschuld wordt zich einig, wenn ze erom gereed wordt, deze zaak moeten we regelen. So, en hij had nur das nober, wat ik gezegd heb, vrij is hij wel, hij heeft dat terug te nemen. Wenn ze unterlaubt wie niet in ons dorp, so is dat te reden. Wel, das nober zegt, wenn je dat verlangt, ik kan dat doen. So, hij komt, ze maken een meeting en hij komt te Schulten. En zo daar zijn, dan zegt de dorpsschuld dan, nu zijn we het hoop, nu zal deze zaak geregeld worden. En dat is nog best wel dat terug te nemen, zo we worden hem chance geven. Zo, dat is nog bij nog ver en door, ver allemaal en zegt hij, yes, dat stemt, ik had het gezegd. En ik wil het van jou terugnemen, ik zie dat de helft van de obersten dorp zijn schwien. En ik wil het terugnemen en zei de helft van de obersten dorp zijn niet schwien. So, nu had hij deze zaak geregeld. En dat is zo'n ding waar we manchmal problemen met hebben. En wanneer we denken dan aan een protector zijn, en Schutz zijn, dan doen we niet bloos ding praat maken. Derg reden. Veel wat je zegt, we moeten ding derg reden, niet? Zo is het ook zeer fijn, hoe groot je hier, er veel meer communication, er veel meer te reden. Aber dat heeft niets te doen met bloos reden. Dat heeft met een aanstelling te doen wat we hebben. Ik heb op deze feier ook 5 van die en wil ik een beetje in betracht nemen wat God zijn plan is voor ons als vaders om Heim te doen. Ik weet niet, hast de projector aangeswitcht? Mianka had een paar beelden wijzen nog.
Ja, dat schafft het al. Waar ik wel van reden van Epheser kapitel 5 vers 32. Daar heet het van dat geheimnis, de mystery. En handelt zich dit om een marriage, jo? Dat eigen leven. En dat geheimnis is groot, dat redt van Christus in de gemeente. En wat mijn ziel is, en dat is een responsibility voor ons als mannen, mij anker dat een beetje uit te brengen. Ik had laatst al een beetje tijd van de familie. En ik red veel meer dat wat ik het meeste met te doen heb, of wat ik het meeste aan waar problemen zijn, en dan komt mij dat aan daarvan te reden. En dit protection, dit schutz wat een man, of een vader en een heim zal zijn, daar jankt mij een beetje aan te gaan en het geheimnis te vinden, wat zich likt met Christus in de gemeente. Zo, wanneer we dit in betracht nemen, dan wel van den schutz als een heim, dan zei ik dat van deze dag, ik had een wand met gemalt, also den Charme, wanneer we beschützt zijn als God, daar hebben we Kolosser 3 vers 3 van, dat we zijn met Jezus en God beschützt. En een familie is ook een schutz, waar kinderen en opwassen doen. En dit is eindelijk wat de vader zal zijn, ja? De vader is de schutz, dat vind ik zeer klaar, dat zoals Jezus zijn leven gaf voor de gemeente, zo zal wie mannen zijn voor ons partner. En wat ik hier zien kan van deze dag, en veel van deze heimen wat we zijn, en dat hebben we groot gehoord, dat zoveel van ons mannen, we zijn te druk, wat we feiten moeten houden. En we hebben vielleicht ook niet meer gekregen in je idee, wat hebben we een protector zijn am heim. Wat jij dat? Wat is dat mogelijk? Wat doen we? Of wat zijn we er, of wat zijn we er niet? We kunnen van ons haren doorstaan en een hele ding durchreden, maar waar hij doen had, nemen dat terug. En ik heb groot in de testimony, hij zei, hij had gezegd, sorry, maar dat reikt niet toe. Dat braucht mij staat. So wat braucht dat? Dat braucht een open hart, wo een protection te veilen is. Niet bloos wie wat we reden. Krijg je zich gereed van dit goudmelken. Dus man wat er zei, de half van de noberschen dorp zijn niet schwien, wel dat nog andere van. De aanstelling wie nog krijgt door, maar hij had dat teruggenomen wat hij zei. En dit is veel meer een probleem. En wanneer we dit geheimnis vinden willen, dan leg ik het leven een beetje aan 3 spalten te zetten. Eerstens dat natuurlijke poort, wat we mannen als haren zijn, of als, ja, die fris al ons als een haar wanneer doen zijn. Natuurlijk heeft God ons zo gemerkt, dat we gleich een aantal leiden, we gleich een wit te zijn, we gleich een baas te zijn, we gleich waren ons wat anders hebben gegeven. En dan hebben we dat zeilige poort, wat God gemerkt heeft hier op deze aarde, waar we zullen kunnen leven op zo'n weg wat zich lijkt niet, maar dat ESSLE poort. En dat ESSLE poort is wat we am geloven leven doen. En dat is was we moeten schwan dat te verstaan. Dat is waar we werkelijk geloven brücken. En niet bloos geloven dat de Bijbel, wat die zegt, is waarheid. Maar we werkelijk geloven, de action in ESSLE heeft zo'n vrucht, als de Bijbel zegt dat. En aber hier is dus middelweg, wat we kunnen zeggen, dat emotionele poort, het zeilige poort, is wat we hier op deze aarde practicen moeten. Omdat dat passeren kan, wat God wil zeggen dat. En wanneer ik denk aan de verschillende dingen, wat we beleven doen, en deze tijd met mensen, dan zeg ik dat er is something wat er is uitgebleven en onze ganze Mennonitische leer. Vielleicht zou ik niet zeggen een leer, maar een practice. Dat is niet zeer mode mank ons. Vielleicht zou ik zeggen als uit de mode. En dat is dat emotionele part practice. Dit veelt niet bloos dat de Vater dat deed, dat veelt ons allen. Ons allen veelt dat meer te practicen.
Und das ist unser seelischer Port von Leben. Wir fingen 1. Korinther 11, Vers 11, da fingen wir Vers. Da sagt er, doch als der Mann auch die Früh bad unter dem Herrn, so dass das Jessel geport. Und aber hier auf diese Erde, da sind wie Männer angestalt aus, was können wir sagen, aus in Jesus. Und diese Responsibility, weil ich ihnen mit nachhelfen mit, dass wir dort nehmen dann. Wir sind der Rader, wir sind die Kraft, die drei wird, was da werden, der Provider, das sind wir. Und wir sind auch die, was unsere Familie da handleiten dat, dass die emotionally connected sind. Und wenn die ist emotionally gelehrt hat zu connecten als Kinder, dann können die immer switchen, nur eine jährliche Connection zu haben. Und ich glaube, das ist, was uns Männer wirklich eine Responsibility fehlt hat, und viel von dieser verschiedensten Sorten. Wir fingen Vers in der Bibel, das sagt, wenn der Mann sein eines Haus nicht versteht, dann ist er so ein Ungläubiger. So ein Head oder so ein Zellner, kann man sagen, ja. Heißt nicht an Gott sein Weg. Und das Haus verstehen, das was mir ist wichtig geworden, dass wir mehr Zeit nehmen, um uns da mal nennen zu lassen als Männer. Wenn ich das würde nehmen von der Gott als der Herr über Jesus, ich auf das schafft, ja. Gott ist das Boerste, dann ist Jesus, dann ist der Mann, und da kommt die Familie. Damit wir klar haben, aber wie hier sein auf dieser Erde, wir können Gott nicht sein, wir können Jesus nicht sein, physically. Aber wir als Männer, wir sind da, wo durch Gott all diese Dinge will tun. Ich habe Ausdrücke gehört von erklären, dass wir haben nach der Gemeinde zwischen Jesus und dem Mann, dass die Gemeinde ist der Protector für die Familie. Und ich verstehe die Bibel ein bisschen anders. Nicht, dass ich die Gemeinde verachte, aber das gibt eine Gemeinde von Familien. Das gibt eine Gemeinde von Männern, die in Christus sind, die in Rada sind. Das ist, wovon es eine Gemeinde gibt. Und von der Tag beleben viele Menschen das anders. Die verloten sich auf die Gemeinde, dass wenn wir dort Bäne sind und die Familie abtragen, dann wollen wir eine gute Familie kriegen. Und da ist auch viel Wahrheit bei. Ich will euch sagen, es ist nicht wichtig, dass wir eine Gemeinde sind, wo wirklich gute Communication ist, wo gutes geistliches Leben ist. Aber unsere Verantwortung, Responsibility als Männer, dort bleibt immer noch Gottes Wort. Und das ist ein Schutz, was wir haben, oder sollen haben, in Familien, wo der Mann oder Vater, können wir sagen, der Rader und der Schutz ist, dort ist, was eine Gemeinde gibt. Und das ist, was viel Städte so viel anders ist. Dort wie, was gesagt wird, wir verloten uns auf die Gemeinde. Und weißt du, ich tue viel mehr, wenn Leute kommen, nur Helpfrauen, und sie sehen eine Gemeinde, wo sie eine Gemeinschaft haben, wo sie lebendig sind, dann würde ich viel mal sagen, check nur so eine Gemeinde, wo die Jugend lebendig ist. Das, was viel mal ein sehr feines Bild ist, dann können wir sehen, was für Ältere sind. Wenn es eine Gemeinde ist, wo die Jugend wird hochgeladen, dann ist es ziemlich klar, dass die Väter nehmen nicht Responsibility. Aber von der ist es mir so, dass wir all so wie immer geschwankt, nur gute Gemeinden haben, sehr viel Doings haben, sehr viel Dinge ablehnen für die Gemeinde, wo wir top kommen. Wir haben Fellowship Meals und alle andere Dinge, da wir all. Und das Ziel ist immer noch, wir wollen besser werden. Und wir sind ein bisschen so, wir vergessen die Hauptsache. Und das ist das Family Life. Das ist so viel Städte, was ich mag, wo diese Zeit für die Familie nicht da ist. Und da frage ich mich manchmal, was können wir tun mit dieser Sache? Well, ich sage manchmal so, ich sehe auch nicht würdig, hier für ihn zu reden, because, warum nicht, wenn es die meisten würde sein, ich glaube selbst, mit den Familien, die wir in Connection kommen, sind vielmal so, was ein Problem sind. So dann zeigen sich die Umstände ab, als wir Probleme kriegen bei uns.
En nu wil ik niet zeggen dat is nu alles 100% recht. Dat kan veel goede families zijn. Maar daarna zie ik dat Eva, dat aan die goede families wat we vingen, dat zelfde ding het probleem is. Dat wordt te druk, en daar hadden we laatst al een beetje van. En dat echt bijzonder wordt als mannen ons moed merken, dat we aan dit ding changen, omanderen. We breken wat te doen. Sommige zeggen dan vielleicht, nou ja, dat hebben we nu niet zo gehad. We zijn dat niet zo geleerd. We zijn dat niet zo gewaand. Dat heeft mijn vader niet gedaan. En mijn grootvader ook niet. Maar weet je, we zijn nu ook een andere tijd welt als die weer. We zijn nu een ganz andere omstand als we dan weer, als onze ouders zijn geweest. En wanneer we vandaag niet worden opwaken en meer dingen doen als dan, of andere dingen doen als dan worden we in zo'n ding verspelen. We weten dat de teufel is ook machtig. Dat is zeer veel machtiger als we zijn. Dat is veel kleiner als we zijn. En die verzegt, wanneer dan niet heeft kunt ons uitgelezen met dingen, dan er niet meer andere dingen. Maar die verzegt ons te zien te krijgen. En dat de meeste mensen van deze dagen een stillerie, superie en grote onreinigheden zijn, nou, dat geloof ik niet. Er zijn veel, maar dat namelijk, die zijn ook niet in de gemeente. Dat zijn, we kunnen zeggen, zonder wat er hebt Jezus kennen. Maar wie wat Jezus kennen doen, we hebben ook oorzaak te checken, wat doen we vandaag, dat we niet aanglapen aan al die dingen, wat aan de wereld passeert. Wat in deze leven is. En hier is wat mij wichtig is, dat we deze dingen zijn kennen. En dan ik wel een klein beetje voorzichtig te erklären van, waar ik versta dat God zijn woord leren dat en dit ding. En dan denk ik aan, dat wat is een heim? Wat is God zijn plan? Eerste denk ik aan, dat de mens zal mama en papa verlaten. Ik heb hier 8 vers opgenaamd, en dat zijn nog meer. Maar 8 van die wat mij wichtig werden, dat zegt dat de mens zal mama en papa verlaten. Zo meermaal als dit wij bevrijen, zo we kunnen zeggen dat als wij een nieuw heim ontvangen, maar dat is niet bloos een nieuw heim ontvangen. Dat is ook om dat evangelium uit te brengen. Om dat ESSLE je leven uitbrengen. Zo, wanneer ik dit in betracht neem, dan breken we onze kinderen te leren dat zij ware mensen worden. Zij worden groot worden en zij moeten mama en papa verloren. Een andere woord wil ik zeggen, we breken klaar te hebben dat we onze kinderen leren doen mensen te worden, niet bloos natuurlijk te optreden, maar wat involved is met werkelijk opwassen. En hier heb ik dit beeld nu krijg van dit wat ik wil een klein beetje erklären. Dat we onze kinderen leren doen, hier eerstens fleischlich, körperlich zijn, natuurlijk, wat we leven doen. En tweitens, dat zeilige poort wat we hebben. En drittens, ook dat ESSLE poort wat er is in ons leven, wat in hem met een connection is. We breken als een vader, breken we te leren onze kinderen, we kunnen zeggen van 1 paar 10 jaar, dan moeten we die leren gehoorzaam zijn. Ja? We weten, een kind moet gehoorzaam geleerd worden. Dat is niet vanzelf. Dat bruk geleerd worden, van klein aan. Bruk we dat gehoorzaam te leren. En wanneer er 10 jaar is, dan zullen we hebben dat gehoorzaam geleerd. En dat is wat we zijn vandaag aan zoveel families, dat die verzekeren van 10 tot 15 jaar gehoorzaam te leren. Die hadden het hingen lot in de eerste 10 jaar. En dan worden ze aan, nu zijn we mang, nu zijn we trouble, nu wordt dat al een mens, en we hadden nog niet mal gehoorzaam geleerd. En dat is wat ik veel steden maatje, dat ik phone aan met vrouwen, wat mag ik met ons kind doen? En zeer veel van de gewone problemen zijn, waar die niet gehoorzaam zijn, dat zijn vielleicht 10, 13, 14 jaar kinderen. Zo wat is geworden, die hadden de eerste jaren niet gehoorzaam geleerd. En hier wil ik in vers nemen wat het zegt, dat wanneer we ons in het huis niet verstonen, dan komen krijg al deze vruchten aan, wat er euer is als ongläubig. Zo we hebben verziemd met de kinderen jong leren, en daar hebben we een probleem. Daar merken we, wanneer er 13, 14 jaar zijn,
da ist es ein großes Problem, wenn ein Kind nicht gehorsam ist. So, was wir sollen tun, als Vaters klar merken, dass wir von jung an unsere Kinder abtragen darauf, dass die waren nach 15 Jahren waren. Das ist nicht bloß bei 10 Jahren, das kann sein, die waren 15 Jahre, das kann sein, die waren 20 Jahre. Darauf brauchen wir das erste ein, unsere Kinder wirklich zu lehren und die Verantwortung zu nehmen. Und nicht bloß lehren gehorsam sein, lehren op zu sein, emotionally. Dat gehorsam lehren, ich habe gesagt, das haben wir einen Stock. Oder man hört wieder. Wir fingen dort in viele Städte, viele Eltern, die haben sehr klare Ordnungen, sehr achte Ordnungen. Und die tun sogar uit Zorn, die Kinder abtragen und die horchen uit Angst. Die sind korrekt gehorsam. War es dort nicht der Weg, was wir sollen tun, because dann haben wir lauter Trouble. Wir brauchen von jung an zu lernen, gehorsam zu sein und auch ein offenes Hart, emotional connections nennen wir das einmal, ja. Seelische Gemeinschaft brauchen wir taub, mit dort lernen, gehorsam sein. Und wenn wir die haben von 10 bis 10 Jahren können lernen, gehorsam sein, dann ist es Reid, dass wir die keine Responsibility lehren. Verantwortung lehren, ja. Wir können sagen, von 10 bis 15 Jahren, dort kommt das, wo wir nicht darüber schaffen an Gehorsam. Da haben wir das Gehorsam gelehrt und wir haben die Connection gelehrt. Sie weiter sich mit uns und wir weiter uns mit Erd. Da sind wir verbunden. Und dann können wir den nächsten Stopp nehmen, das ist Verantwortung geben. Und wenn ein Kind Gehorsam ist, dann kostet dort viel Verantwortung übergeben. Und lehren. Und dann von 15 bis 20 Jahren, da brauchen wir dort anfangen, über zu switchen, von dort Gehorsam zu uns loszulassen und Gehorsam zu Gottes Geist. Und das ist auch unsere Aufgabe als Vater, dass wir dort lehren können, dass wenn wir 15 Jahre älter waren, dann fangen wir an, zu lehren, was Gottes Wort lehrt. Und hoffentlich haben sie Jesus all angenommen, aber dann, was nicht in unserer Macht ist, aber wir können dort helfen daran und lehren daran, dass sie selbst Entscheidungen machen, christliches Leben zu entscheiden, und da brauchen wir anfangen zu lehren, dass sie wirklich loslassen von unseren Ordnungen, unseren Gesetzen, unseren Gehorsam, noch Gott Gehorsam worden. Und das ist unsere Aufgabe. Und dann, wenn er 20 ist zum Beispiel, 18 oder 20, dann sind dort Menschen Reid und Mama und Papa verloren. Und da ist es wichtig, und mir ist es schon, dass in der Bibel nicht steht, dass die Eltern noch sollen die Kinder loslassen. Aber es sagt, die Kinder sollen die Eltern loslassen. Aber das ist auch viel wichtiger. Das ist, was ich immer Motto spreche, dass die Kinder wirklich loslassen. Und wat je, hier ist ein Geheimnis waard te vinden, wat hier sagen, dass, wenn Eltern erst sein, dass Kinder Responsibility verdrehen, ja? Und sie sind gehorsam zu den Geist Gottes, dann ist es nicht schwer für Eltern, Kinder loszulassen. Aber da, wo sie haben vergessen, die Gehorsam zu lehren, und die wären bei 15 Jahren alt nicht gehorsam, dann ist es großartig schwer, dann würde Eltern noch gleich von 15 bis 20 nochmal Gehorsam zu lehren. Und das schafft dann noch nicht. Und dann machen sie noch bei 25 oder 30. Und das ist sehr viel Trouble zurückkommen. Und dann haben wir, sei wie Gottes Wort. Dann weiten wir uns nicht mit Gottes Wort. Und viele Eltern, viele Vorder, die sind danach so und die sagen, die Bibel sagt, du sollst mir Gehorsam sein, wenn du 40 Jahre bist. Aber die Bibel sagt danach, weißt du, das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, Kinder sollen der Eltern gehorsam sein. Aber es sagt nicht, dass die Menschen sollen der Eltern gehorsam sein. So, dass wir das verstehen können, und das ist uns als Männer, als Vater, unsere Responsibility, dort klar zu merken, dass unsere Kinder dort kriegen tun. Wenn wir dort nicht tun, ich sage manchmal, dann passiert das, was die Bibel sagt. Ja, dann passiert Dinge, als manche Weltmenschen das. Und das unmoralische Leben fing wir das auch sehr klar. Paulus, die Schrift in der Korinther, dass je so eine riesige unmoralische Leben aus der Welt nicht mehr von weit. Und das ist ein Klima, was passieren kann, manch uns, wenn wir nicht die Aufgabe, unsere Responsibility, was wir als Männer haben, dass wir klar haben, wie sind die
schützende Person, was dort Heim Schutz geben hat. Ein klein bisschen mehr angehen an das Port, dort wieder Schutz sind und ja Gott. Ich sage, das ist ein feiner Wahr, Gott, Jesus, Mann, früh und Kinder, können wir sagen, ja. Dort sind wir dem Familienschutz, wo wir leben, tun. Und das habe ich noch mit Befreien zu tun, was Gott einen sehr wertvollen Plan hat, was ich konnte lernen, der ich mit Menschen schaffe. Ich persönlich weiß nicht, ob ich die Erfahrungen so gemerkt habe, so klar. Warum nicht? Wenn ich nicht dürft, der ich die Gnade von Gott und der ich meine Abbetrachtung von den Eltern, was die mir gelehrt haben, habe ich nicht dürft, an so ein Ding ankommen, wo wir sein, wo das tät, wenn wir nicht nur gerade das Plan leben, und was Befreien angeht. Und das ist, was ich aber sehr klar merke. Ein Frühmensch ist anders gemerkt als ein Mannsmensch. Gott hat es so geplant, dass eine Frau ein Verlangen hat, einen Schutz zu haben wie ein Mann. Das ist das tiefste Verlangen, was er hat. Wenn sie können erleben, somebody haben, wo sie sich können, in den Arm schlagen und vertrauen. Den hat Gott eine Frau gemerkt. Nicht bloß dort, die gleiche Person zu haben, wo sie alles kann reden. Wir haben vielmal das Spossen, Friede braucht 15 Wied, wo der Mann mit 2 braucht. Und weißt du was, ein früh gleichen Mann, der mit 2 Wied kann ganz annehmen. Das braucht mit 2 Wied. Sie braucht 15, mal sagen, was fehlt, dann sind das 2 wertvolle Wied, was ganz alles stark hat. So verschieden sind wir gemerkt. Und so ist das mit dem Befreien. Was kriegt so? Die Frau hat eine andere Gefühl von sich ein Mann ergeben, als ein Mann hat, um eine Frau übernehmen. So das weit wie, so gut als zum Beispiel ein Plagen, das sind Male und Female, wo am Namen wie das steht. Das hat zu tun mit Taubpfoten. So die Frau ist so gemerkt, dass die Manns, wie können sagen, so ist der Mann gemerkt, dass der Mann sein Instinkt in der Früh hat, dort vor taub. Und dort muss taub passen. Und wenn wir nicht dort sind, ich brauche das vielmals nicht jeder, ja. Wir brauchen Gott, das ist ein Gelenk, Jesus ist das nächste Gelenk, und der Mann und die Früh und dann die Kinder. So, wenn der Mann besiegt Christus ist, dann ist es allmählich für die Früh, nur Gott sein Wort nur zu leben. Wenn es Gottes Wort sagt, sie soll dem Mann ungetun sein, und wenn der nicht treu ist, dann kann sie dem nicht ungetun sein. So ist es angedreht für den Mann. Wenn der Früh besiegt wird, dann kann er nicht die Früh dort bedeuten, was Gott sein Wort lehren hat. Und das ist unsere Verantwortung als Männer, dass wir dort durchbringen tun. Na, ein klein bisschen mehr gedacht an als Gemeinde, die Gaben, die verschiedensten Gaben, was wir haben. Ich kicke das an, das, was wir Männer verantwortlich sind, auch anzuleiten im Heim. Ich frage manchmal so Männer, hast du einmal eine Botschaft gebracht an deine Familie? No, hat niemals zu tun. So, was kommt da, du kannst eine Familie abtreten, die 20 Jahre hast die Kinder bedient, du hast nicht eine Botschaft gebracht zu den Kindern, nur dass die Prediger sind abgerufen. Weil Kinder gleich hat nicht mal die Vorher einmal predigt. Aber was ist das? Wir können den Unterschied merken von der Botschaft bringen oder predigen, ja? Wie jeder, was meint predigen, ja? Dort wir uns frei einmal in Holland, wenn die, whatever, die Mensch, die predigt bloß einmal, ja? Das ist alles, was die predigt einmal. Weil dort meint, wie gleich die dort nicht, dass die uns vermohnen tun. Aber wenn dort uns Eindruck ist, dort predigen meint, oder Kinder lehren meint bloß einmal vermohnen, dann ist wahre wo was ut. Wie sollen die Jahre sehen, was die Kinder am Grund bringen dann? Wir als Männer sind responsible, unsere Kinder am Glauben zu bringen, was da am Grund steht. Wir sollen mehr weiten, als bloß, wir tun dort, wenn unsere Kirche hat, das ist dort. Das ist nicht mehr dadurch, wenn die Kirche das so hat, das wir gelehrt haben. Aber uns soll nicht die Kirche Grund am Heim bauen. Wir sollen selbst einen Grund haben, was ab Gottes Wort stund, dass unsere Kinder wissen, von wo das Grund kommen wird.
Und dann gibt es eine Zeug davon. So, hier brauchen wir diep aan te gaan aan wat Gottes wird leren dat. En ik wil gleich hier nog krijg met dit van mam papa verloten. En al junge mannen kan ik zeggen, moet merken, dat je klaar hebt, je planten een grond am Heim, wat op de waarheid gegrond is, durch den geloven op de waarheid, en dat is waar je je dingen optrekken doen. En wanneer je dat worden doen, dan is het ziemlich klar dat je dingen worden fertig worden aan de gemeente. Dan word je niet een probleem hebben. So, ik gleich Geschichte te vertellen. Ik had mal een gelegenheid, en we wordt mal behaan gekregen, we zijn ältesterstub komen, wij onze klasse wat we daar gaven, en die werden nieuwsgierig wat we leren deden. Wel, ik zei het, mir kwam dat doorkrijg aan, dat we een onverhofste vrouw wat ze mij gaven, maar ik zei dan maar eenmaal, weet je wat we doen leren als de mens am hart, wanneer hij door klaarheid krijgt op God zijn woord. Dat is wat we verzekerd te leren. En dit is wat ik jullie moet merken, dat je klaar merken doen, dat wat Gottes woord leren, dat is wat we onze kinderen leren doen. En dan zeg ik daar weer, ik zeg, wanneer we dat doen, wens betternis, dat schaft in alle gemeentes overeen. Wo een mens verbeterd is, wo een kind verbeterd is, dat het alle wegen overeen. Dat krijgen we dan te wonen tjoek wie hier. Dat krijgen we wat van de ordningen wie hebben. Maar betternis schaft alle wegen overeen. En ik zeg, beleid jongens ook. Dat heeft een reaction in een mens wat alle wegen overeen schaft. En ongehoorzaam schaft ook alle wegen overeen. So het wie verzekerd te doen als een mens, maar door te krijgen, dat hij een reine vrije hart heeft, waar hij niet bad is, waar hij niet beleidigd is, en waar hij niet aan last leeft, wens last schaft alle wegen overeen. Dat is waar we met schaffen. En wanneer hij door kan vrij worden, dan wordt hij aan de gemeente een vruchtbare mens zijn. Dan wordt hij dat ding over deel brengen, wat te zijn wat zijn van andere mensen. En dit is wat ons ziel zal zijn, onze families, dat we als voeders door zijn, dat we onze kinderen op een grond brengen, wat een sichere grond is. En hier is waar we even zijn, daar komen al deze ifs en buts mank, ja, wo dan? De meeste oneenigheden, wat aan de families passeren, en aan de gemeentes passeren, dat heeft niets te doen met een grond op de waarheid. Dat heeft er met te doen met al die nebendingen, wat er niet wichtig zijn. Dat heeft er met te doen. So, wanneer we onze families op een grond op de waarheid optrekken, dan worden deze nebenzaken weniger worden, weniger je wegkrijgen, en die worden veel dollar toetrekken. Hier is dat geheimnis te vinden. Dat we zijn kunnen, wanneer we onze kinderen worden op dem wahren grond, op dem Schutz van je ouderen. So, ik zei ouderen. Maar de ouderen brokken je dem Schutz Jezus Christus zijn. Want Jezus is een gehoorzaam te God, maar om dood. En die gehoorzaam brok wie als ouderen te hebben, wie als mannen te hebben, to Jezus en to God, dan waar we een vaste grond op onze kinderen optrekken. En die grond, die Schutz, dat is wat het meeste helpen heeft. Dan maakst je een kind rijden voor al die andernissen wat op de wereld passeren. Nu zit mij manchmal zo, wie zijn hängen gebleven als ouder. Zum Beispiel, mij wordt manchmal gevraagd, nou dat zei ik laatst wel zo over, mij wordt manchmal gevraagd, nou waar hast du die niet geleerd een cellphone, een iPhone brukken? Smartphone, ja? Wel, ik zei, han niemals geleerd. Wens die weten dan niet. So, nu zijn die, wat doen we nu? Wat kan ik nu voor rood geven, waarom had hij gebruikt? Wel, ik heb een rood affair. En dat is een ganz einfacher, dat is een biblischer. En dat zegt, leid die zelf zum Opfer. En leeft durch dem Heiligen Geist. Vingen we naar Pfizer. Maak die einig met dem Geist Gottes. En dit is wat we brokken. En mij staat klaar worden, we hadden in Pfizer kapitel 4, daar zegt het, en ziet, bemüht, ziet, ivrig, deze einigheid en deze Geist te vingen. So, dat meint niet bloß eine Einigkeit, wat? Een Geist van Einigkeit, dat meint die Einigkeit mit dem Geist Gottes.
Und wenn wir die Einigkeit mit dem Geist Gottes haben, wir haben unser Vatergebet, haben wir das auch beten, dann Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. So beten wir viel, haben wir viel utwendig gebet. So da meint es eine direct connection mit Gott. Wenn wir die Worte haben, dann weit wir uns sehr gut mit einem iPhone. Dann weit wir sehr gut, wo das geht, wenn die Kinder ein iPhone haben und wenn ich ein iPhone habe. Wie weit wir dort umzugehen? Wenn wir brücken dort, so dass andere Menschen gesehen werden, und so dat Gott ihr kriegt. So, und das mir und dort, was nu noch für Maschinen waren kommen, wo solange wir das klar haben, dann haben wir ein sicherer Grundgebiet auf unsere Kinder, dass sie weiter, was der Grund ist. Was ist das Ziel? Dann haben wir wieder gesagt, es sieht nicht einig, wenn es dort ja die Friede, das ist ein Band von Friede, die selbe Friede, was dort im Himmel ist, der ist hier binnen. Dort brauchen wir mal einmal, dass all diese ifs en buts, all deze, wo doen we dit en wo doen we dat, wo moet dit je doen, wo moet ik mij straffen, en al deze dingen, die vallen dan weg en we worden klaar met wat werkelijk dit kind helpen wil. So dan moet je dat optragen. Dan zegt het weer in 4. vers, wens de is bloos een Körper, dat is bloos een geest, en daartoe zijn we beroepen. En dit is wat mijn ziel wil zijn aan ons als voeders, als een schutz voor de familie. En wanneer we zo'n voeders hebben, wat is een schutz beide dan in de families, dan worden we families treffen, wat een schutz in de gemeente zijn. En dan meen ik bloos, die hebben bij de gemeente, die zijn dem schutz in de gemeente. En dit raakt zoveel licht in gemeentes, wanneer jede familie een schutz is, dan staat dat we willen de gemeente uitnutzen als een schutz. So dan gaan we überraschend in de hinsicht aan. En dan zegt het wieder, du hast bloß ein Haar, du hast bloß ein Glaube, du hast bloß eine Taufe, und du hast bloß ein Gott und Vater über uns alle, an uns alle und durch uns alle. So diese Einheit ist der Schutz, was du und ich als ein Vater am Heim sollen sein. Und da ist, wo wir finden wollen, da ist, wo wir die Erkenntnis, in Kolosser 2, da redet von der Erkenntnis. Du hast ein wertvoller Reichtum zu finden an der Erkenntnis von Jesus und Gott. Und das ist der Grund, was wir als Vater sprechen, dort zu beiden, um dort unsere Kinder zu abwachsen. Some Menschen sind das schwierig, und ich kann sagen, mir auch. So ist in dieser Zeit in der Welt dreht, die letzten paar Jahre, weil wir alle, dort viele von uns, wir checken verschieden und Dinge an. Aber wenn wir wirklich von diesem Grund reden, dann dürfen wir gleich. Wir haben die Einigkeit im Geist, was mit Gott connected ist. Die ist da. Aber wir loten uns von der Uneinigkeit in unser Wort. Gedeihen loten wir uns mit einmal der Leib wachrieten. Und das ist, was wir brauchen von der und unsere Kinder zu lernen, dass die diesen Grund haben, dass die klar sind, was ist das Geist, was ist eine Taufe. Eine Taufe, das ist ein Beispiel. Das wird Taufe meint, ungedocke, ja? So das ist ein Beispiel von, dass wir unseren Körper ungedocke lassen, unsere Fleischlichkeit sterben lassen. Tod merken können wir sein. Das was es bloß ein war. Das ist der Jesus Christus. Und das ist auch an all diese Kleinigkeit-Problems, dort haben wir das brücken. Und das ist, was wir brücken, uitleben und zu beleven, ja. Nächste, noch ein Ding, wo ich will ein bisschen von reden, ist, dass der Mann ist der Schutz und Haupt in der Familie. Und das will ich auch merken, dass wir immer die Troubles checken, am Herzen anchecken. Hier kommen die seelische, emotionale Connections an. Dort, wenn da ein Ding passiert am Heim, dort wieder sind, was Menschen frei merken dann. Wie sind die, was unsere Kinder losmerken von Gebungenheiten? Das ist ein Problem, wenn die Kinder gebunden sind oder die haben Sinn gedonen, dann ist ein Ziel, nicht unbedingt bloß den Sinn zu schaffen, ein Ziel ist, das Kind glücklich merken. Das ist, was Jesus steht. Und wir haben das nie gebunden, und sehr fein eng davon. In Hebräer Kapitel 8, Vers 10, da redet von einer wieder. In 9. Kapitel redet auch davon. Und Jeremia redet davon, von das nie gebunden, das meint das nie Leben, was Jesus Christus bringen hat. Das Aula ist nicht vorbei. Das haben wir nicht durch. Das Gesetzleben, das haben wir nicht durch. Weil, was meint das dann? Gesetz hält nicht an.
Ja, het zegt, dat is goed, dat is recht. Maar we leven weit boven dat gezet. Dat is wat veel wertvoller als dat gezet. En dat is dat we onze families vrij maken en gelukkig maken. Dat is het ziel. God zegt, de zin wil hij niet meer denken. De eierachtigheid en aantugingen, waar alles zijn, dat heeft God te zich gesmeten. Wat wil hij? Hij wil nu zelfs in ons hart wonen. Dat is krijg wat we als voeders zullen dan denken. Dat ons ziel is niet om de troubles te schaffen. Ons ziel is de alleenheid te doen. Die aan te bieden. Wat een nieuwe schicht. Ons zin, ons oudste zin, die gleich zeer te schaffen. En mir wird het interessant, der redet met Mann. Dan zegt hij, wenn hij im Himmel nicht wird, so Menschen, die sagen, sie wird gleich im Himmel zu kommen, da dürfen sie nicht schaffen. Hij zegt, wenn hij nicht im Himmel schaffen kann, dann wissen sie nicht, was er da will, wenn solch ein kommt zu schein. Oder dann sage ich meine Frau zur Arbeitswort, wenn die wat janken im Himmel zu schaffen, Gott wird noch Job haben für die. Sie sind da sorry. Dann sage ich, dann zit hem dat het schwierig für sein Futter. Die wil bloß met troubles schaffen, da wordt geen troubles zijn. En ik zei te mijn zin, ik zei, weet je wat, die kans zijn Futter nog gleich. Ik gleich met geen troubles te schaffen. Maar wanneer een trouble is, wat ik gleich is naar open dat wezen. En dat wil ik daar ook kennen. Zo, dus je alleenheid te beiden. En dit is ons ziel als voeders om Heim. Dat we de verantwoording opnemen, wanneer het kind in trouble komt. Ik zei manchmal onze kinderen, want die moeten groot kinderen schaffen doen. Dan zijn die dal, ja. Dat kind ligt dan stankert. Dan schämt onze dochter zich een beetje, dat het kind zo stankert en schrikt. Ik zei, Freddy, dat niet dat. Dit is geen probleem, wanneer het niet stankert en schrikt. Die kost dat afleren. Wanneer het is 18 jaar is en dan wordt er liggen stanker, dan wil ik zeggen, schäm niet bij. Dat is tijd dat we jong die leren doen, gehoorzaam te zijn. Dat is niet alleenheid. En zo gebruiken we ook even aan onze teenagers, waar we zijn. Die vallen maar eenmaal in zin. Wie deden, wie doen. En wie hadden in Jezus, waar ons eruit helpt. En zo wil we als voeders onze families eruit helpen uit de problemen waar we bijna zijn. Niet alleenheid bij de wat meer weet als we ze bijna zijn. En dat is het ziel aan ons ganse leven. Dat is een schutz te beiden. Jährlich hebben 1 Timotheus 2,8 en zeer klaar het eng dat zegt, ik wil dat je mannen beden op alle steden, maar heil je hang, ohne zorn en twijfel. Dit vers gleich om voor mij te gebruiken. Wanneer ik eens ergens aan een probleem aankom, en ik feil me eng, dan gebruik ik dit vers. Ik wil alle wegen eruit zijn om te beden, maar open hang. Ik zeg, right, God hier zie ik ga niks vast. Het is alles ohne zorn en ohne twijfel. En dat is wat God is juist schaffen kan. Met authority van genade. En genade heeft een zeer geweldige macht. Genade dat zin ongedacht. Heb je dat mal gedacht? Du kannst an dein Heim als een Vater. En dat is wichtig dat we dat weten. Dat we als vaders, zolang als dat kinderen zijn, kunnen we kinderen vrij maken. Dat is Gods plan. Wanneer een kind heeft, zum Beispiel, laat het een 10 jaar, je zijn 18 jaar jongens. Je zijn nu nog zo, want je bent 40 voorbij en waar ga je gaan? Waar ga je gaan? Naar papa en zeggen, ik had 40 verboden. Dan zegt papa, dat is oké. Dan kost je man vrij wat wegkomen. En dit doen we kinderen van klein aan. We gebruiken dat te leren. Sure, wanneer al 3 maal haast, dan wordt de voeder vielleicht zeggen, nu was dat zelfs betoelen. Waarom? Mensen willen die wat leren. Dat in echt zo'n weet dat kost wat. Zo'n ding kan er komen op het ziel is, even te checken, even de zin. Ik heb hier een beeld waar ik film met wijzen doe. Ik ga er waar je mij steeds vielleicht zijn nog deze week. Ik ga hier dat beeld gewezen als de ik. Dat is een tier. Dat is mijn eiermark. Dat is mijn trouble. Dat is mijn mus. Dat is mijn kota. Dat is mijn whatever ik dan aan wil. Maar dat is mijn troublemaker. Die krijgt allebei bij. En we gebruiken even te checken, even de troublemaker. En manchmal is dat die zoon of die dochter. Dat is die troublemaker. Check door even aan het hart aan. Waar feilt zich die kind tot?
En niet bloos kind, partner, waar veilt zich die vrouw dort? En wanneer du was de Schutz zijn voor die vrouw, dan moet du weten waar een vrouw zich veilt. Dan moet du forschen en vrouwen, waar dat gaat. Ik vroeg mijn man, weet je waar die vrouw dat gaat, wanneer du maar weg bent van thuis? Nee, weet ik niet van. Gaat je gleich te weten. Oh, ik zei, ik kon weten, because ik had mijn vrouw gevraagd. Waar gaat die dat wanneer ik niet thuis zie? Waar gaat die dat wanneer ik naar huis kom? Vreest die wanneer ik naar huis kom? Bangst die wanneer ik naar huis kom? Oder wo gleichst du dort, wann ich nach Hause komme, durch die so behandelst du die Tüssig viel lässt? Oder hast du immer Angst? So, das bringt wie zu Frauen, ja? Wenn wir Frauen dann, Herrn Friese sagt, ist schon wie ein bisschen gefährlich zu Frauen, was du von mir denkst, weißt du was? Das ist gut gefährlich, das ist nicht mit dem Angst, das ist nicht Gelegenheit, wo du kannst deine Troubles mal fangen. Und das ist, was ich irgendwo merke, was ich schon gesagt wird. Wenn du hier mal einmal diese Werk wirst singen, du hast noch some troubles, dann du Gott danken dafür, wenn es das, was wir hier sind. Wenn wir können unsere troubles hier finden, das soll kurz klar, dass Gott gleich die. Er weiß die dort. Wenn es mag dann rein von diesen Dingen, und kriegt das wel wie eine Familie sein. Dass wir klar merken dann, weil wir auf so einem Weg leben, wo ein Kind kann ganz gelaten und Dad kommen und sagen, weißt du was, Dad? Ik deed dort laat zo'n en zo stuur je niet van reden des. Deed ik daar ook? Zal ik anders doen? So, dat is een ding waar we een connection hebben als families. En dat is de Schutz wat we kunnen zijn. Paulus zei in 2 Korinther 11 vers 2, Paulus iwer man jettelje iwer, dat hij Jezus wil naar reine jongvrouw brengen. Also, wer is de jongvrouw van jou? Dat is onze familie. Mijn die familie is de jongvrouw wat we hebben, wat ons met een jettelje iwer naar uit is God te brengen. En dit is een ding wat we kunnen doen. We hebben nog meer ervaringen waar het zegt dat we zijn het uitgewählte volk. We vingen met tweede Petrus, geloof ik, als dat, want ik niet had, ik zie, eerste Petrus vielleicht. Oh, wat hebben we hier niet opgeschreven, maar het zegt dat we zijn het uitgewählte volk, dat königliche priestertum. So, eerst sprak dat Chinese zijn priestertum, de priester moesten zijn zonde betonen, offeren, de Chinese moesten den Feind besiegen, en van deze dag zijn we uit dat diestere laag uitgeroopt en we zijn nu om klare licht. En dat is waar we als voeders ons spraken voor te houden. En dan bracht ons leven dat ook te wijzen. Ik zei, bloos ons dat verhouden en dat niet wijzen, dan wordt het niet staan. Maar we braken werkelijk klaar te merken dat we de voeders zijn en dat we de Schutz zijn. So, ik wil gleich nog zum Schluss beten met jullie. Himmlischer Vater, ik dank dir voor zo'n Titus dit. Ik dank dir voor al die bruiden wat hier zijn. En ik dank dir ook voor die woord wat we leren kunnen. En Herr, ik bid ook ganz besonders voor ieder einer wat hier is van jou. Herr, du ons alle, dat hart reinigen, dat wanneer we nog weer gebongenheid hebben, wanneer we nog weer te anderen en anders te leven hadden, dat ons dat wijzen was. Herr, ik bid voor ieder vader dat hij kan zijn. Hij is hier verantwoordelijk. Hij is verantwoordelijk over de familie. Du hast hem die aanvertrouwd. Ik bid voor al die jongens wat hier zijn, dat die den was ervallen. Help het dat zij al nu practice doen. Maar werkelijk verantwoordelijkheid opnemen. En als een mens te leven. En mama en papa verloten en klaar hadden dat Jezus God het leiden dat. Ik dank die voor die arbeid in Jezus naam. Amen.